So, bald gilt's ernst. Das ist nämlich das letzte Video von unserem Auftrag und darum auch die letzte Gelegenheit, um nochmal ein bisschen an unserer Interviewtechnik zu feilen. Und ja, darum haben wir gedacht, machen wir doch das heute. Wir hatten gestern Abend die Idee, das mit Diana und Pascal zu machen, von Daytrippers. Sie sind zum Glück so spontan und darum sind wir jetzt auf dem Weg zu ihnen heim. Das Lustige ist, wir sehen die zwei heute wirklich zum ersten Mal. Wir hatten zwar schon mega viel Kontakt gehabt, über YouTube und über Instagram, aber irgendwie hat es sich nie so ergeben. Unsere Reisen und ihre Reisen haben sich irgendwie immer überschritten. Ja, darum freuen wir uns auch jetzt umso mehr, sie heute persönlich kennenzulernen. Und ja, bin gespannt. Ja. Hi! Hey. Also was für Stand hast du? Ja, mega schwer. So, wir sind eingerichtet. Zeigen wir euch hier gerade mal unser Setup. Also, wir haben die A4, ein Stativ, ganz super gemacht haben wir das mit dem Reflektor, dass wir noch ein bisschen Licht haben. Nelly, bist du hinten, gell? Bist du? Ah ja. Mit der zweiten Kamera, ihr habt es glaube ich auch bequem. Ja gut, dann fangen wir doch gerade an. Genau, dann dürfen wir jetzt mal den Klatsch machen. Okay. Ja, wir haben eine schwierige Frage mit Knackstand. Okay. Ja, erzählt doch gerade mal als erstes ein bisschen, wer ihr seid, woher ihr kommt und vor allem was ihr macht. Also wir sind Daytrippers, also der Pascal und ich, Diana. Und wir wohnen in Aarau. Und Daytrippers haben wir angefangen, als wir auf unsere 5-monatige Südamerika-Reise sind. Und dort haben wir einfach mal angefangen, unsere Erlebnisse festzuhalten und so ist dann eigentlich der Blog entstanden. Ja. Cool. Ja, es dreht sich ja auch alles immer ein ums Thema Reisen und da wäre natürlich interessant zu wissen, was sind so eure Highlights, die ihr bis jetzt zusammen erleben? Also das grösste oder das längste Highlight, das wir hatten, war sicher 5 Monate Südamerika-Reise. Aber jede Reise, also ein Wochenendausflug ist oder ein Tagesausflug, den wir machen, ist eigentlich immer wieder schön. Oder? Also, lohnt sich dann einmal, ein bisschen wegzugehen. Aber das Herz haben wir ein bisschen in Patagonien gelassen. Auf jeden Fall, dort ja. wollen wir sicher noch mal hingehen. Was bedeutet für euch das Reisen an sich? Also, vielleicht gerade auch jetzt für so eine längere Reise wie Südamerika, was ist es auch, was ihr aus diesen Reisen mit heimnehmen für euch? Ja, die Freiheit. Also wir haben gewusst, wenn wir hinfliegen, wir haben gewusst, wenn wir zurückfliegen. Und zwischenin war eigentlich eine riesengroße Lücke. Wir hatten gewisse Sachen, Ziele oder Orte, wo wir unbedingt hin wollten. Aber wir haben jetzt nicht geplant, okay, in der zweiten Woche fliegen wir dann dort hin, dann sind wir 2 Tage dort. Sondern das eigentlich immer vorab genommen. Wenn es uns noch einmal gefallen hat, sind wir halt 3-4 Tage länger geblieben. Ja, dass du dann in dem Moment das kannst machen, was dir gefällt. Und dann recht flexibel und frei bist während der ganzen Zeit. Ja, ich denke auch, Freiheit ist das, wo, ja, das Gefühl, dass man einfach machen kann, was man im Tag hineinleben. Aber generell auch, das Reisen ist für uns halt wirklich so ein bisschen herausfinden, wer will man sein, was will man machen. Halt so die klassischen, die Klischees, die man halt immer hört. Aber es ist einfach auch wirklich so, wenn man weggeht, eben wenn man einfach mal Abstand bekommt vom Alltag, das hilft einem einfach, um wirklich so ein bisschen zu fragen, was will man im Leben. Und das ist schon immer etwas, was ein wichtiger Teil war. Oder? Ja. Da habe ich, also die Antwort habe ich natürlich für mich nicht anders dem Ganzen.
Darum, also ihr macht eben auch viele Videos, Fotos und habt einen Blog und sind da sehr aktiv in Social Media, Instagram, YouTube und überall. Und da wäre jetzt spannend zu wissen, wie reagiert so ein bisschen das Umfeld auf das? Also gibt es da vielleicht auch ein bisschen kritische Meinungen, wo ihr vielleicht findet, ihr zeigt ab und zu vielleicht zu viel von euch oder mit dem nicht viel anfangen? Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Vor allem ist ich glaube, wirklich die meisten, die wir wirklich als Kollegen bezeichnen, die stehen dahinter dem und verstehen das. Aber es ist halt schon so, dass wenn wir mal neu mit sind und einer von uns Naht dafür nimmt, dass mal einer sagt, ich bin wieder am Influencer. Und das ist wirklich, aber wir nehmen es auch mit Humor, weil eben, wir sehen das jetzt auch nicht als irgendwelche Influencer, sondern wir machen einfach das, was uns Spass macht. Aber das ist doch ein Running Gag geworden. Aber sonst sind es wirklich, finden es echt die meisten cool. Und genau. Es gibt ja da sicher viele Leute, die vielleicht auch gerne so etwas machen würden. Es muss ja nicht eine Reise sein, aber die gerne etwas Eigenes machen würden. Aber eben irgendwie Angst haben vor so Reaktionen aus dem näheren Umfeld, oder man es vielleicht nicht versteht. Oder was würden vielleicht auch Leute sagen, die da eher ein bisschen Hemmungen haben, mit so etwas anzufangen? Also grundsätzlich sind wir, glaube ich, beide so, dass wir einfach sagen, wenn man es nicht probiert, dann weiss man es nicht. Und schlussendlich, man hat, wie wir wissen, einfach das eine Leben. Und unsere Einstellung ist wirklich so das Beste daraus zu machen und wirklich schauen, dass wir glücklich sind. Und ja, wenn man diese Angst hat, sind verständlich, nachdem man darf ja auch eine Angst haben. Aber wir stellen uns vielleicht auch oft die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man sich wagt, wenn man etwas macht. Und es wird nie möglich sein, dass alle Leute einen gerne haben oder alle Leute, das ist ja nicht nötig, oder alle Leute irgendwie wirklich dahinter stehen, weil es gibt so viele verschiedene Menschen und Interessen, aber solange es für einen selber stimmt, ja, dann soll man einfach dem treu bleiben. Und wir haben auch schon sicher Kommentare von Leuten, die vielleicht das in Frage gestellt haben oder all das, und ich finde, man darf sich auch äußern. Ich glaube, gerade wenn man sich auf so eine Plattform stellt, muss man halt auch damit rechnen, dass es Leute gibt, die es nicht gut finden, und das darf auch so sein. Also sicher das Wichtigste, wenn du etwas machst, musst du im Vorfeld voll dahinter stehen. Und wenn dann im Nachhinein dann vielleicht ein bisschen kritische Stimmen kommen und so. Wenn jemand andere Ansichten hat, ist das normal. Es gibt verschiedene Meinungen und wenn er das nicht ganz nachvollziehen kann, dann ist das ihm seine Sache. Wir sind auch völlig so, dass wir sagen, jeder soll, egal in welchem Bereich, man soll einfach das machen, wo man dahinter steht und dass man einander unterstützt. Und vielleicht noch zu dieser Frage, die du gesagt hast, wegen, eben, wenn sich jetzt jemand nicht traut oder so oder etwas Ähnliches machen, also dass man sich immer bewusst wird, auch jemand, der jetzt so erfolgreich scheint in dem, was er jetzt ist, also der hat auch bei Null angefangen und man darf auch Fehler machen auf seinem Weg und man wird Fehler machen, aber eben solange man das auch kann sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut gewesen, aber jetzt versuche ich es weiter, dass man einfach sich bewusst ist, es ist für jeden ein harter Weg und manchmal hat man vielleicht noch ein Glück oder nicht Glück, aber ja, jeder muss den Weg machen und so das vielleicht als Anstoß. Cool, spannend. Dann, danke vielmals für die spannenden Antworten. Wie gesagt, es sind nicht viele. Ich denke, wir halten das kurz und knackig. Zum Abschluss haben wir jetzt aber noch mal eine letzte Frage. Und zwar ist das auch ein Wink an unsere Community. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal vertröstet, weil wir noch nicht verraten wollten, dass es bei uns im ersten Auftrag hingeht. Und darum jetzt die Frage an euch. Habt ihr uns ein paar Geheimtipps für Buenos Aires und für Argentinien? Wein trinken. Ja, sicher. Also, einfach sicher mal geniessen und echt den Lebensstil dort probieren, den ein bisschen anzunehmen und sich ein bisschen anpassen, sage ich, was das Lebensgefühl anbelangt und das einfach einnehmen und probieren umzusetzen. Ja, also Buenos Aires selber ist wirklich auch eine mega coole Stadt und gerade so zum auch Käfeln und der eine Stadtviertel, Palermo heisst der, glaube ich, den können wir euch sehr empfehlen. Ja, aber ich glaube wirklich also der südamerikanische Vibe einfach voll geniessen und ein bisschen mitnehmen wieder für uns. Sicher machen wir. Wir probieren es einzufangen. Ja, für uns ist das erste Mal Südamerika, von dem her sind wir natürlich mega gespannt. So. Okay. Ja, so, das wäre es von dieser Sofa-Session bei den Daytrippers daheim. Wie gesagt, es war eine ganz spontane Aktion und auch das erste Mal, wo wir so etwas im Rahmen von Storyflow hier gemacht haben. Darum wären wir jetzt natürlich gespannt, was eure Meinungen zu dem sind. Schreibt darum unbedingt in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Und geht doch mal bei ihnen vorbeischauen. Ihr Kanal heisst daytrippers.ch und sie machen, wie gesagt,
ganz tolle Videos von verschiedenen Destinationen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also, ja. Und ich denke auch, wir haben sie sicher nicht das letzte Mal bei uns in den Videos gesehen. Oder, also meine, ich hoffe, wir haben jetzt nicht genug von uns, nachdem wir euch gefallen haben. Ja, nicht. Ja. Ist jetzt auch ein bisschen einfacher von der Distanz. Ja, genau. Ja, dann wäre es das, glaube ich, von heute. Wir verabschieden uns und melden uns nach unserem Argentinien-Trip wieder bei euch. In der Zwischenzeit. Macht's gut. Habt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.